Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktik, Folks. Leute, meine Einschätzung zum Spiel und wie ich die Mannschaft aufstellen will und welche Aufstellung ich erwarte, seht ihr in diesem Video. Und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Ja, ich denke Paris, ich meine, wir haben es diese Saison schon 2, dreimal gesagt, gegen Dortmund, Leverkusen, Frankfurt, haben wir schon so gesagt, jo, das wird jetzt mal so ein Gradmesser, wo wir so stehen, gerade mal auf die Abwehr bezogen und so weiter. Da kam es nie zu. Ja, wir haben die Mannschaften dominiert. Das erwarte ich gegen Paris jetzt nicht. Ich denke gegen Paris, ich meine, gegen Dortmund haben wir zweite Halbzeit auch schon den Dortmund ein bisschen das Feld überlassen. Nichtsdestotrotz hat Dortmund nicht wirklich große Chancen erspielt. Ich denke, das wird gegen Paris ein bisschen anders aussehen. Ich denke, das wird jetzt so der Gradmesser werden, dass man mal sagt: „Jo, da stehen wir.“ Ähm, Das war schon bei der Club-WM so, wobei man sagen muss, dass wir auf jeden Fall noch mal 'n riesengroßen Schritt gemacht haben seit der Club-WM. Ich weiß nicht, wie es bei Paris ausschaut, deswegen bin ich sehr gespannt auf das Spiel morgen, freue mich riesig auf das Spiel. Mein Tipp auf jeden Fall 2:2. Würden wir zu Hause spielen, würde ich einen knappen Sieg für uns tippen. Auswärts in der Champions League muss man das jetzt nicht unbedingt erwarten. Erst recht nicht, ja, guckt euch den Kader von Paris an. Also, ja, auch, ich habe es auch gelesen, Doué fällt wahrscheinlich aus. Ja, und also Paris hat nicht nur Doué und die haben eine Kanone nach der anderen in der Offensive. Ja, also von daher wird das eine interessante Kiste werden, denke ich. Bin sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, aus meiner Sicht ist es der, zumindest in unserer aktuellen Form, schon der das Messen, um zu sehen, wo steht man, ja. Klar sagt das nichts aus, wie es am nächstes Jahr im Mai ausschaut. So, da brauchen wir nicht drüber reden, ja. Es geht um die jetzige Situation, um jetzt mal einzuschätzen: „Jo, wie agieren wir gegen 'n Top-Gegner, der uns halt einfach auch mal hinten reindrängen wird und der dann auch eine gewisse Qualität in der Offensive hat, die uns wehtun kann?“ Das wird interessant zu sehen sein. Dass wir Paris wehtun können mit unserer Offensive, ich denke, da brauchen wir also, ja, da gibt es keinen, der irgendwie widersprechen würde, ne? Aber genauso kann Paris das halt bei uns auch und deswegen ist es für mich ein hochinteressantes Spiel und ja, habe ich ja schon gesagt, mein Tipp ist 2:2 und damit gehen wir mal rein, wie ich aufstellen würde. Ich weiß natürlich noch nicht, ob irgendjemand angeschlagen ist, sonst was. Die PK findet erst heute Abend 19 Uhr statt. Da habe ich keine Zeit, dieses Video auch noch aufzunehmen, von daher ist das schon mal vorneweg. Ja, sollte Manu nicht können, ja, haben wir gar keine Kopfschmerzen, aber so gar nicht, ja, und bringen den Urbich rein und alles ist tutti. So, Innenverteidigung, Min-Jae hat ein super gutes Spiel gemacht, das war völlig fein. Nichtsdestotrotz, ja, also ich denke, wir werden jetzt die erste Elf sehen, das wird sehr wahrscheinlich ähnlich der Köln-Aufstellung sein. Das ist vollkommen richtig und wichtig. Von daher Upa und Ta, unsere Innenverteidigung, da gibt es gar nichts dran zu deuteln. Conny Leimer, für mich gehört er auf die linke Seite. Stunny gehört für mich auf die rechte Seite. Auch das ist die erste Wahl auf den Außenverteidigerpositionen. Wir haben natürlich rechts noch einen Boe, den wir bringen können. Und wir hätten links, komm, ich mache einen Tom Bischof mal rein. Das ist ja anscheinend seine Posi. Ich würde einen Bischof jetzt auch nicht in die Startaufstellung stellen im zentralen Mittelfeld. Ja, sollte Stunny irgendwie nicht können oder so, kann man mit Sicherheit mit dem Bischof auf der linken Seite planen. Allerdings denke ich, es macht schon Sinn, dass gegen Paris, die super starke Außenbahnspieler haben, auch da wirklich echte Verteidiger stehen und nicht irgendwelche zentralen Mittelfeldspieler. Ja, Conny Leimer wird auch ein Prüfstein werden, denke ich, um zu sehen, was defensiv wirklich drin steckt in Conny. Bisher musste er das noch nicht wirklich zeigen. Im letzten Spiel war es ein, zweimal nicht so gut. Von daher mal abwarten. Und Stunny ist ein gelernter Außenverteidiger. Von daher sollte er da auch spielen. In der Zentrale. Ja, in der Zentrale kommen wir um König Josh nicht drumherum. Hat auch aufsteigende Form. Das ist sehr gut. Und ich würde anstatt da eher so den brachialen, stumpfen
Leon reinzustellen, würde ich eher den etwas technisch stärkeren und im Spielaufbau besseren Pavlovic bringen. Ich würde auch hier nochmal den Bischof als Alternative bringen. Ich hätte auch keine Kopfschmerzen damit, wenn Bischof neben Kimmich auflaufen würde. Ganz im Gegenteil, ist halt nochmal der ballsicherere Spieler, wie es ein Pavlovic ist in meinen Augen. Auch wenn Pavlo schon super ballsicher ist, nicht falsch verstehen, ja. Aber ich sehe da einen Bischof nochmal weiter vorne. Allerdings haben wir die Kombo noch nie gesehen und von daher denke ich, wird es das nicht geben und ich will es auch nicht machen. Wir brauchen jetzt nicht anfangen, gegen Paris da irgendwelche Sachen aufzustellen, die bisher noch nie zusammengespielt haben. Pavlo und Kimmich haben die meiste Zeit zusammengespielt. Das war zuletzt auch sehr, sehr ordentlich. Von daher würde ich die beiden da aufstellen. Gut, in der Offensive wird unser Dreigestirn anfangen. Auch da brauchen wir über gar nichts diskutieren. Ja, die einzige Sache ist der vierte Spieler und wo wir dann Harry Kane positionieren. Schwierig. Jackson ist es für mich nicht. Ja, auch wenn er jetzt aufsteigende Form hatte. Und auch wenn wir gegen Paris eventuell ein bisschen Raum kriegen werden. Ja, also wäre Jackson da schon eine Alternative, definitiv. Aber anfangen würde ich mit Jackson nicht. Ich würde eben aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe, mit dem Serge anfangen auf der 10. Ansonsten hätte ich mit Guerrero angefangen. Guerrero hat für mich ein super starkes Spiel gemacht. Ich würde ihn hier auch als erste Alternative reinschreiben. Aber Guerrero ist jetzt auch nicht der Schnellste und ich denke, wir werden gegen Paris schon die eine oder andere Kontermöglichkeit bekommen, erst recht, wenn Paris zu Hause spielt. Also alles andere würde mich überraschen. Und da hat Gnabry natürlich seine Vorteile und gerade wenn sich dann ein Harry Kane, wie wir ihn kennen, ja, hier auf die Zehner-Posi fallen lässt und ein Serge startet in die Mitte durch. Ne? Ich denke, wir werden Harry Kane sehr viel in der tiefen Position sehen gegen Paris. Einfach, dass ein Harry Kane, ihr könnt es ja auch andersrum aufstellen, ist ja nicht das Problem, dass ein Harry Kane dann mit seinen Bällen unsere beiden Außenbahnspieler auch einsetzen wird. Ja, das erwarte ich schon, dass wir das sehen werden gegen Paris. Und das ist der Grund, warum ich mit Gnabry anfangen würde. Ansonsten würde ich echt mit Guerrero anfangen. Der hat ein super gutes Spiel gemacht auf der 10er-Posi. Gerade auch in der Rückwärtsbewegung war es gut und auch gerade das wird gegen Paris wichtig sein. Von daher, wer weiß, wenn Kompany da eher einen etwas kleineren, defensiveren Dingens nimmt, dann wird er vielleicht sogar einen Guerrero bringen auf der 10. Harry Kane kann auch die beiden in die Tiefe schicken. Ja, aber ich würd mit Gnabry anfangen aus den genannten Gründen. Ja, einfach weil er den Speed hat und weil das Wechselspiel auch, Gnabry kann halt auch mal in den 16er stehen, da ist alles gut. Ja, ja, das ist die Aufstellung, die ich bringen würde. Unsere Alternativen, natürlich haben wir Lennart Kahl, ja. Und natürlich haben wir, ich habe es schon eingetragen, Guerrero für Gnabry. Ich mache mal Jackson für Kane, auch wenn das für immer so ein bisschen wild ist. Weil natürlich kannst du Jackson auch mit Heavy auf Feld stellen. Ne? Ihr wisst, wovon ich rede. Und auf der linken Seite können wir gerne Winston noch mit reinnehmen. So, ja. Und in der Innenverteidigung können wir noch Minjay mit reinnehmen. Und wir können auch noch einen Leon Goretzka mit reinnehmen. Und dann seht ihr, haben wir jede Position doppelt besetzt, gar kein Problem. Auch wenn ich 2 Spieler doppelt habe mit Goretzka und Bischof. Das war es aber auch. Sonst haben wir keinen Spieler doppelt und haben trotzdem alle Positionen doppelt besetzt. Ja, also sieht unser Kader nicht so schlecht aus. Und ja, wie gesagt, Gnabry ist so der Streitpunkt, den man angreifen könnte in meinen Augen. Und man könnte natürlich auch über einen Bischof nachdenken, anstatt einen Pavlo. Man könnte aber auch die etwas defensivere Geschichte nehmen und einen Bischof beziehungsweise einen Pavlo auf die 10 bringen, aber dann hat er meistens mit einem Goretzka gespielt. Ja, egal, das wäre meine Aufstellung. Welche Aufstellung erwarte ich? Ich erwarte vorne die 3 auf jeden Fall. Ich erwarte Pavlo, Kimmich und ich erwarte auch die 4 und Neuer. Die einzige strittige Position auch im Company-System wird die 10 sein. Ja. Da man Serge aber nach einer Halbzeit ausgewechselt hat, ist das für mich das klare Zeichen, auch dass ein Serge beginnen wird. Ja, ich denke, das sagt alles. Ja, von daher, das ist meine Aufstellung und ich denke,
Das wird auch Winnies Aufstellung sein, Startaufstellung. Und ja, dann werden wir sehen, wozu diese Startaufstellung imstande ist. Wichtig wird es sein, dass die beiden nicht auf einer Höhe spielen, sondern dass ein Kimmich auf der Höhe spielt und 'n Pavlo auf der Höhe. Und ja, ihr kennt das Spiel. Unsere Außenverteidiger gehen in die Halbposition, ja, und meistens ist es so, dass ein Kimmich rechts abkippt oder links abkippt, manchmal aber auch zwischen die beiden Innenverteidiger das Spiel aufbaut und Pavlo ist dann das Bindeglied. Wichtig wird sein, dass ein Kimmich die Disziplin hat, ja, und nicht wieder dann irgendwann anfängt: „Oh ja, wir sind jetzt wieder in Pressinglaune und ich muss jetzt wieder vorne den Torwart anlaufen.“ Ne, das kann dann gerne 'n Pavlo machen. Das muss dann nicht der Josh machen, ne? Oder 'n Gnabry oder sonst wer. Also, das wird super wichtig sein. Positionstreue, denke ich, gegen Paris, also Positionstreue in der Defensive, nicht falsch verstehen, Positionstreue in der Offensive, da kann gerne alles hin und her wackeln. Gar kein Problem. Eher sogar zum Vorteil, weil es die Gegner, bisschen irritiert. Joa, das wäre meine Aufstellung, Leute. Ja, Leute, in diesem Sinne wünsche ich uns allen 'n schönes Spiel. Rüber Grüße gehen rein, ja, gehen raus. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.